Mehr auch an der letzten Boyer Politik haben wir viel Italienisch nehmen. Wir waren bis auf Dietling an der Kahn heute Sturm und Max die Bartolomeo getroffen. Max die Bartolomeo, Dietlinger jung, aber auch jung von Italiener. Wo meist das Bilder gucken, was verband er noch mit diesen Bildern? Wir sind hier in Italien und hier gesehen ein paar Stecker von Italien. Wir hatten nach bis für ein paar Jahre hier eine Epicerie, was so eine typisch Cartiers Epicerie war. Passt da erst nach meinem Paletten das Knöppel gemerkt gehen, da das die Rolle, das nicht eng, wo zwei Henkeln drauf waren, aber das waren ein Knöppel. Du hast den Deestab präpariert gehen und dann mit Muskelkraft, den Gewaltsgenügens, das meine ich auch heute noch so, ich habe nicht von den Apparaten, das geht ihnen noch nicht gelehrt, aber das tut ihnen am Blut. Wie ich an Primärschule respektiv vier drun an Spielschule gekommen sind, da sind ich dann mal überrascht gewesen, dass ich Spaghetti a Boccia genannt gesehen und das nicht verstanden habe, weil ich mich einfach nicht ernstes gespürt habe wie die anderen Kollegen und schon dann bei der ersten Gelegenheit daheim gefragt, wie wird das zum Spaghetti nennen, a Boccia, a Bier und ich weiß nicht was, von denen so zurückblickt, am Anfang als Rose gehen. Und dann huet normal, wann en dat konnt, sech so gewiert, wie en sech konnt wären. Entweder dat war de Case Cup oder dat war das auch mal bis mir rau hier gang. Und dann mat der Zeit as en mi Rosen drüber gin, war Locht Mentalität sech an den 50er, 60er, 70er Joren gedreht huet an noch gesot ja. Ich bin italienisch stämmig und das ist ja flott. Kann der dann als ein KDW von ihren Eltern hier auf Plötzebusch erklären, beschreiben? Von der Menge weiß ich, den das bei einem Großgrundbesitzer, wo seine Familie geschafft hat, fortgelaufen mit dem berühmten Baluchon, der heißt der Bengel an den Säckelchen hannen drin. Und den ass iwwer Bierger dann durch die Schweiz ass nach Frankreich am Miniesgebiet gelandet an vun do ass en River kom. Was verband Dir nach alles mit Italien? Habt Dir nach viel Referenzen zu diesem Land oder viel derch komplett assimiliert? Vun Assimilatiun kann kein Rätsel sinn, wann ich so die Italiener an Lützburger gucken. Den einen huet vun dem anderen krit Lützeburg wär secher ernstnecht, wann die italienische Migration net gewircht wären, die Italiener, die ei groß gesinn, die wären noch ernstnecht, wann se net zu Lützeburg gelieft hätten. Wir bleiben zu Dietling und zwar auf der Goa Dietlange-Usine. Heute mehr den Marcel Lorenzini interviewt. Hin erklärt uns, für was das Platz für die Italiener heute noch immer wichtig ist. Herr Lorenzini, das ist nicht von ungefähr, dass wir für an dem Bild halt stehen. Nee, das ist kein Zufall, das ist richtig. Ich habe gesehen ein Foto, wie gar früher war die Gas im Quartier Italien. Da sieht man eine Großhalle von enger Schmelz, wo 4000 Leute drauf geschafft haben. Haut als Beispiel von dort nach die Gare. Und die Gare selber, wie gesagt, die gehen zum Quartier Italien, das ist auch die Gare, wo die ersten Italiener, die so auf Dietling kommen sind, rausgekommen sind. Wie sieht er dann in der Kante an der Primärschule dann so genannt gehen? Ja, also das hängt davon ab, wen ich als Matschüler hat. Die Italiener muss natürlich mit meinem Namen genannt, aber wenn wir letzte Woche haben, die Menschen immer gesagt, der hohe Bier. Ne? Ich gehe noch auf eine Menge im Hund, heute durch die Karte spazieren, aber schon aber nicht viel von Italien mitgekriegt. Wenn ich etwas verpasst? Ja, also für heute ist das die Karte, das ist ein Teil von Dietling, aber für wie die Karte entstanden ist, für rund 100 Jahre war das schon etwas Besonderes. Das war so etwas Exotisches. Die letzte Beidung steht hier getraut, dass wir Hund mit dem Hund nicht drauf kommen, ne? Weil Leute hatten ein bisschen Angst. Das ist ja so, dass die Feier sind Sterne bei der Schmelze, bei den Minieren, und du hast die italienische niedergelassen. Die Majorität von der letzten Beidung auch die Misch waren die Italiener. Die haben mich geschaut, wahrscheinlich durch Quartier Italien. War das dann heute noch davon übrig geblieben? Der Name Quartier Italien, zu Dietling. Als Italiener sind, ob es bald normal ist, dass der Lützeburger Bürgermeister schaffen und so weiter, die alle italienische Namen haben. Wie war das dann den Centre hier entstanden? Die Idee war einfach, einen gemeinsamen Punkt zu machen,
zwischen der Lützebäuer an den Leuten, die von Italien aufstammen. Eine italienische Frau hat gesagt, dass für den italienischen Mann als die Mama mehr wichtig wie seine eigene Frau. Stimmt das doch für erst, wo der schon so viele Jahre hier gelebt hat? Ja, ganz bestimmt. Also eng italienisch Mam das eng Mutter Gottes, die geht nicht drauf wackeln. Ich muss einfach so in der Sim gedreht der Woche für die Jung eng italienisch Mam nicht einfach ist, weil ich will sehr sure, mein Mam eng Dämmer nach sie miss so, weil wir schon leben miss agieren erleben. Wie hatten dann die Italiener reagiert, wo sie hingekommen sind und dann hatten sie Schnee gesehen? Also an Italien gibt es eine lange Sonne. Meine Familie die kennt erst Norditalien und immer viel mehr Schnee wie Lohai. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass es Leute gesehen an der 70 Jahre, die ich kannte, und die sind aus Kalabrien gekommen und die haben in ihrem Leben noch nie Schnee gesehen. Und die waren an Turnschappen, sind am Wand gekommen und die und dem gestaunt. Casa Italia an der Ascher-Ulze-Straße. Vieles erinnert Heiner an Italien, aber wie lange noch? Hier kriegen die Italiener offiziell Dokumente ausgestellt. Hier war ein Festsaal mit einer Theaterbühne, hier goufe Fester gefeiert. Heute gouft Casa Italia und Stadt Asch verkauft. Die Ascher wollen hier seinen Platz für Kultur machen. Was aber bleibt von Italien? D'Amitié Italo-Luxembourgeoise feiern ja 80 Jahre. Präsidentin Wonna Collin-Kersch erklärt uns, für was die Italiener auf Lützeburg gekommen sind. Ja, weil an Italien sind die Sprung von der Agrargesellschaft nicht gut gepackt, ob die industriell an Hai wird die Industrie umkommen und dafür sind sie alle hingekommen, für Erbisch zu fangen. Madame, was bedeutet das Platz den Italiener? Für die Italiener, für die halb Italiener sind wir, die sind hingekommen, für Kontakt mit den Italienern zu haben. Die Mission, die erst gebaut ging von den Erbestern, von der italienischen Emigration an ihrer Freizeit, also ganz auf Benevolat abgebaut. Also das war ein Rassemblement von der Communauté italienne. War das immer aus Solemio zwischen den Italienern und den Lützeburger? Die Integration, die hat sich löser gemäht, wie bei verschiedenen anderen auch. Sie haben sich wunderbar integriert, das muss ich schon sagen. Aber da waren Probleme, besonders politische Probleme, und nun Krieg. Das war natürlich am Krieg war das auch ein ganz großes Problem für die Italiener. Sie haben sich ziemlich klein müssen halten. Danach hat das aber wunderbar funktioniert. Das war schon eine Integration, die ganz gelungen war. Alors, il y a toujours un besoin de célébrer dans la langue italienne, je dirais surtout dans les occasions importantes des fêtes liturgiques au long de l'année. Alors, il y a encore une bonne participation ici au centre, dans la chapelle, le samedi soir et le dimanche matin. En plus, nous avons une célébration tous les samedis soirs à Dudelange et après, on a des célébrations une fois par mois dans différents coins, en particulier à Niederkorn, où on a la communauté la plus jeune et la plus dynamique. Wie haben die Italiener sich nun Christ integriert? Die haben sich viel schnell integriert. Aber die Italiener haben auch changiert. Am Anfang, als sie gekommen sind, als sie arbeiten gegangen, haben sie gesungen Velo, wenn sie auf Derbisch gefahren sind. Und haben aber keine Lützeburger gesungen, wenn sie auf Derbisch gegangen sind. Das sind dann aber vergangen. Sie haben sich dann so angepasst. Von wo waren die meisten Italiener? Die am Anfang vom Jahrhundert gekommen sind, die waren meistens aus Norditalien, aus dem Veneto, aus der Lombardei, aus dem Piemont. Du sind die aus Umbrien gekommen, das ist eine ganz große Kolonie aus Umbrien gekommen. Und nun kriegst du besonders die aus Süditalien, aus Sizilien gekommen. Die aus Kalabrien, Apulien, aus Fubari sind da ganz viele gekommen. Aber sie sind nicht direkt gekommen, das ist nicht das Billet geholt an Italien für Lützeburg. Sie sind dann mal nach Österreich gegangen, nach Deutschland, nach Frankreich und da sind sie reingekommen. Ihr seid Präsidentin von den Amitié Italo-Lützeburg. Wir feiern das Jahr 80 Jahre Amitié Italo-Luxembourgeoise. Der But war italienische Sprachkuren halen, weil die meisten Italiener, die hier waren, die haben Dialekte geschwärzt. Der Impuls für die Amitié zu gründen, als von den Kommersanten kommen. Geschäftsleute wollten unbedingt Italienisch lernen. Heute also mehr italienische Ausstellungen gucken gehen, Theater, alles was italienisch ist, auch am Ausland, auch viel Reisen natürlich nach Italien für den Italiener, für die Lützeburger die italienische Kultur weiterbringen.